Herzlich willkommen bei VGLU Live, englechte Kehr 2016 an Haut, schlägt mit Joa offiziell für VGLU auf, mal gucken, was ist über Joa gelaufen, was sind als Highlights gewirrscht, was könnt ihr am Jahr 2017 dabei so, und ja, dann gucken wir auch noch bisschen ab dem froh, die wir auf Facebook gestartet und zum Gaming Café ein bisschen ran, picken ein paar frohe raus, gucken paar Antworten und natürlich kann den Chat auch live mit die frohe beantworten an mit diskutieren, was dann 2017 verbessert sollte gehen. Aber für die ganz bleiben, für die haben wir dann zum Schluss auch noch eine kleine Überraschung. Das ganze Gedächt präsentiert von Blackstar, mir an, wir holen noch gleich den Ben DK bei uns. Den rufen ich gleich schon und dann Lema Lass. So, gehen wir auf Skype und da rufen wir mal an. Ja, wie gesagt, das Ganze wird sich in 40 Minuten so wird auch immer bewegen. Also ganz kleiner Livestream mit ein paar Informationen. Du hast sie ja. Moin Ben. Guten Abend. So, dann, wie gesagt, Zuschauer, die schon da sind in der Duetei, hallo, können euch sagen, ob der alles mit der Soundqualität dann okay ist. Könnt ihr den Ben verstehen, her da mich. Hallo, hallo, Test. Genau. Wenn du alles klappt, dann legen wir los. Ich guck mal, gehört müsste aber besser sein wie Demos bei Rocket League, wo wir nämlich kommentieren dürfen. Genau. Tipptopp schreibt und don't do it. Ma ja, dann legen wir los. Ja. Jo. 2016. Aber ein bisschen los, ja, schreibt dann. Ein bisschen los. Okay, dann machen wir den Ben ein bisschen mehr hart. Also immer die Skype-Function, die kriegst du nicht raus. So, vielleicht ist es nur besser. Test. Drehen wir die Musik hoch. Wir probieren einfach im Englisch. Ja. Wunderbar. Okay. Ja, naja, ich gebe Menge, wir fangen an im Jahr 2016 sprangen von Mond zu Mond. Fängt man beim Januar an. Wir haben das Jahr viele Experimente gemacht, ne Ben? Ja, man hat wirklich ein Jahr, wo man auch mehr Events wie so hatten, das ist wirklich, wo man allen Mond wirklich gehabt so hat, nicht gut für die nicht. Und ich meine, fängt man am 9. Januar da einfach an, das war damals der Winterclash, den wir gemacht haben. Genau. Das war ein fast für Smash Melee-Leute und auch Polgriff nachgespielt, wenn ich mich gut erinnern kann. Und dann haben wir noch den 23. Januar ein Gaming-Event zu Bier gekriegt. Genau. Da doch ein ganz spezielles war, gebe ich so. Das war so die erste Kehr, wo wir gefroht sind, für auswärts etwas zu veranstalten, ne? Soweit ich weiß. Ja, richtig, das war wirklich auch der Delta-Vereinigung von Birkirch, als du geschrieben hat auf Facebook, und die eben gefroht für so einen Spielabend für kleine Kanner so zu organisieren und dann auch so bis noch einen kleinen Nack für die 3 Besicht vom Gaming-Café gemacht. Das Ganze war aber eigentlich ein Success. Genau. Ich denke schon. Wo natürlich alles ein bisschen klein wie der Gaming-Café, aber ganz gemütlich. Jo, wie ist es da weitergegangen? Wir hatten dann den 20. Februar, du warst da im Lostgame am Gaming-Café zu Kopplech, da hat wir angefangen am ersten Streetfighter-Turnier. Da gehören theoretisch bei denen ein paar mehr. Und auch der Gaming-Café, wo die erste Dance Revolution bei uns ja dann abgetreten ist, hat ja mittlerweile ein Klassiker. Ja, also genau, das ist viel gefreut, ja. Ja, wie gesagt. Ich meine, wenn ich Street hatte, mich noch daran erinnern, da hat Demos Sora gewonnen und das wirklich das Spiel, wo bislo immer ein anderer gewonnen hat, hat das auch etwas an den Seelen hört. Ah ja, da hat sich noch kein Top. Nee, nach keinem Tweet-Victor können noch so festgesagt, ja. Voilà, dann am März haben wir dann 20 Jahre Pokémon gefeiert. Das war ja auch 2016 20 Jahre alt gehen. Da hat man dann Pokémon-Turnier, weißt du noch, Ben? Ja, da hat man wie das erste Mal am März dann, da warst du mit der Deko bei ich da beschäftigt und dann haben wir brüllend Leute nur Poké gerufen. Ne? Genau. Ich meine, das war noch ein guter Deko-mäßig hat man aus Sikro, und du hast das Leute, ich hab mal 3 Amiibos verspielt. Ja, genau, wir hatten 3 Pokémon-Amiibos ab Pogadien, die als Senator nach zur Verfügung gestellt hat, verschenkt. Wie gesagt, kommen gut an. Ganz Jahr halt lauter so kleine Experimente gemacht, die denken, dass das meist gut ankommen ist. Ja. Wie gesagt, auch Boardgames. Noch erzählen, weil er März sind Boardgames noch wie ganz zurückkommen, die sie ja wirklich, das war den Comeback im Gaming Café. Genau. Also Jahr lang war wirklich mir Ruhestenkzeit schon
Und die sind das hier wirklich abgebläht, kann ich so. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, dann ist es weitergegangen mit regelmäßig allem de Gaming Café. So ziemlich alle gut Wochen ziemlich erfolgreich, immer mit anderen Events, anderen Turnieren. Und ja, da gebe ich Menge, fängt man mal beim Juli und da kommt dann der Summer Clash. Voilà, das war dann nicht nur Smash, das kann mir noch Street Fighter angebaut, da ein in mir retromäßig und dann den Street Fighter 5, das war eigentlich schon den dritten, den man dann hatte. Das wirklich von der Community immer gefreut gehen. Aber er hatte wirklich auch immer so 20 bis das Leute, die immer mitgemischt, gerade am Anfang zur Release-Zeit, natürlich so Spieler, Fighting Games, ne, Fighting Corner sucht das ja recht angefügt gehen im Gaming Café. Richtig. Und den hört sich auch da gut angenässt, gebe ich so. Ne? Ja, genau. Center sind immer dabei. Ja, voilà. Also den Summer Clash, wie gesagt, ein großes Event, wo ein bisschen mehr für Preise verschenkt gehen, weil dann noch am 40 pischt. Und du kommst Sommerpause, ne? Die sich Sommerpause, mal auch noch ein kleines Event, der ich probiert hatte. Das war nämlich den Boardgame Café. Genau, die genau. Ich ne? War auch gut, du kommst wirklich bei 7 8 Schleit für die ich ja, erstaunlicherweise das Ugang hat nicht so viel Leid. Hanno hat sich das alle aber dann doch gefüllt, ja. Also gefüllt und Leute so gespielt dann genau das immer mich spät ging und es wird nur keinem anders gesehen. Ja, das war wirklich auch so, du sagst, das Boardgames die was ich da immer all hatte, weil ich mir auf hier drin, das war wirklich Moment, da du es für Boardgame irgendwie geschwert und das Tier wirklich auch dann Single-Events. Genau, da muss ich auch so, dass Tabletops irgendwie immer Männer gesehen, weil wo ich nach raus klar, nicht als Crewmember da, wo ich immer Tabletops gesehen, die waren aber ein Zeitchen low verschwunden. Ich denke mal, die Boardgames kommen die aber ganz schnell zurück. Ja, wie gesagt, dann ist es weitergegangen. September hat man Mario Kart Ferrasier Event mit der Time Trial Challenge. Das war von dir organisiert geben. Ja, das war für die Leute geschwäst, bis zum Schluss die Zeit zu machen oder noch. Ich meine, wo man Turnier gemacht wird, wirklich muss 2 bis 3 Stunden im Stück spielen noch, weil sonst hast du immer so Winner-Loser-Brackets gehabt. Und all war Challenge, ich meine, waren viele Leute dabei und jeder plus oder mehr gespielt, wie so gut wie möglich war. Weil ein Punktesystem. Man, ja, da war ich verwundert, dass der Retro-Game auch noch so gut zieht, ehrlich gesagt, weil das immer selbst kritisch ist. Ja. Nations gehst no Release, Datum, wo du das organisierst, genau. kommen. Ja, dann den Oktober, Halloween, alles am Halloween-Thema, mit einem Street Fighter-Turnier am Englisch. Ja, das war eigentlich schon 4 oder war sogar schon 5 auf den Überblick verloren. Ich meine, es war rund 4. Ja. Ja, genau. So wirklich, das war Spiel Anfangs, das war Februar, März für dich, ja, dann hast du dann 4 Monats Sommer Clash, wenn du die Matraschen ja, genau. Und auch die 4. Kehre mit einer Gewinner, ne? Yes. Das ist auch immer faszinant, wie das nach einmal kein 2. Kehre kommt behaupten. Also ich bin gespannt, wenn ich den Kehre voll ist. Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Voilà. Dann Gaming Café vom Oktober kommt ein ziemlich interessantes Event, was so mensch freier Dovo mit League of Legends, wie und das so ein bisschen wiederbelebt sitzen. Und das war als Rocket League Night. Die war ja auch ziemlich positiv gekommen bei der Community. Ja. Wie gesagt, du kriegst mal viel Feedback, ne? Und wir sind natürlich auch gewollt, so Event da weiter zu machen. Und ja, dann am November go wir durch Gaming Café. Was sollst du noch so? Rocket League wolltest du war eben der Versuch für die Online-Community zu testen, ob du wirklich noch einen da hast, weil auch du eine Zeitschlange hast. Eben. Und war es gelungen, mit 11 Kippen ein schweret, ne? Genau. Wir schleifen dann durch Rocket League an den Rocket League. Da war sehr wackrig gewesen, direkt. Ja. War Success und Schmengen kann ich beibehalten. Ne? Genau. Also definitiv könntest du weiter Rocket League könnt natürlich an einer Spieler, die in Online kann spielen, so wird an der Zukunft auch kommen. So, dann 5 Jahre VGLU 2016, ne?
auch ein historisch Jahr für VGLU. Gaming Café am November ist das ganz gefeiert gehen, obwohl es ja den 23. Oktober eigentlich so weit wo, ne? Ja, wo mir Podcasten abgehalten Genau, man Blobby Volley. Ach ja, die Schlacht muss man eigentlich wiederholen, ich hoffe nächstes Jahr so 4 Sätze Genau. Ja, da war da noch Pokémon Oras immer die ich probiert als Turnier noch Halo 4 dann das war auch das Jahr Jubiläum immer gedurcht und immer an der Dorenke. Das war wirklich den Rekordgaming gekauft, hat man bei 130. Ach, richtig, ja. Das war auch gut organisiert, also gut abgerichtet. Du warst so Mann evolviert. Mit Witz bestimmt du wirklich gewisse, was ein Drop hat für Gaming-Café Potenzial. War natürlich Leute, bis von der Zeit gewesen, ich meine, das ist auch den Halle-Feeling, den abkönnt. Ja, das schaltet natürlich auch ein bisschen. 130 Leute bei ihnen, also das ist etwas Typisches dann, ja. Genau. Ja, und dann kommt man schon so los und dann von Joa, was Gaming Café nur geht, da sind wir am Dezember. Ja. Weil der 17. dann hat man eben einen Christmas-Fight am Smash organisiert, der auch mittlerweile um YouTubers. Channel ist und hat auch DBU, du musst noch ein erwähnen, die noch über ganz hier immer mit kleinen Turnieren im Gaming Café. Ja, richtig, genau. Organisiert, dann da war King of the Fighters feiert sein und studieren. Genau. Ja. Und die sind einfach ein Bestandteil vom Fighting Corner gehen, ne? Also auch egal, ob sie organisieren oder auch Mod spielen, die gut Leute dafür. Genau. Wie gesagt, auch große Merci da und Leute von der DBU, ne, für das ganze Jahr als zu unterstützen an Punkte Turnieren. Oft sich selber im Preis gekümmert, wird wirklich richtig cool von ihnen, wo ja, und das war mit der Gaming Café auf YouTube auch etwas gelaufen. Neben den normalen VGLU Next Folgen, wo all Gaming Café halt bekannt ging, hat man auch ein Projekt zusammen mit Kevin gemacht. Super Mario 64. Ja, das ist eine lange Summe gewesen. Willst du das schon erholen? Mittlerweile schon. Ich muss aber auch zugeben, die ganzen, also, wenn man dort zurückguckt, wie viele Views das Ganze hat, man hat viel mehr. Ja, genau. Wir haben durch halt 10 Leute pro Video, von da überhaupt drüber bleiben, als Spiel. Mehr immer. Die Leute sind drüber bleiben, sind im Spiel 3 bleiben, anscheinend haben wir nicht so schlecht drüber gebracht. Auch wenn ich auf manche Punkte wirklich dem Kevin den Cup aufgerappt hat. Ja, das war wirklich, du warst nicht allein. Ja. Das ist natürlich am Gag gelangt. Wo ein heftiges Projekt abzuwählen, das ganze Stand zu bringen. Das ist so einfach gewischt. Aber es hat sich gelohnt und das ist ja eigentlich Tatsache. Doch, der ganze Channel-Report, wirklich, da hast du 400 ganz überholt. Ja, genau. Das hat viel gedauert, Sitz, also wie der Gensalu YouTube-Channel alles, das hat sich gelohnt. Das war ein gutes Jahr auch da, eigentlich. Töten sich natürlich am Anfang mehr 4 Sätze gemacht, wie es schlussendlich leider ging. Es war auch Molenka, das können wir ja Lorenka so, und es war Molenka geplant, ein Trackmania Turbo Review zu machen, demnächst für das Spiel rauskommen. Leider waren da ein bisschen zu viele Sachen, ob es zukommt, dass das untergegangen ist. Selbe auch leider den Pokémon Breeding Guide. Ja, der war auch leider ein bisschen das war eine schlechte Zeit, weil Sonne schon raus wo an Oras noch bei uns wie Hype wo. Das war ein bisschen noch beim Turnier-Shirt, das war wirklich zollrecht, dann zu rauskommen. Am März samstags Gaming-Café und Geschäft hat das Freude am raus. Genau, das war wirklich ein bisschen Shirt, ja. Da hat man wirklich ein bisschen Unglück. Aber bon, an sich wird immer mit Crew gesteuert bei vielen Events mit Community, wo aber immer zufrieden ist. Ich meine, Community hat die wird ganz Jahr durch Spaß. Ich denke mal, dass man so gut animiert tun, sowohl online wie sur Place. Und ich denke, wie gesagt, du 2016 eigentlich ganz erfolgreich, was VGLU geht. Ja, das war wirklich steig und da soll man fast nannt allen Mönen doch zu koppelcht. Du Gesellorchester im neue Gesicht da, was meinst du? Genau. Das möchte immer so, wenn man enges Tagsäcklich schied für einen Kehr im Trick gesehen, wir werden einen Kehr den Kultur zum Platz bringen, eigentlich. Das ist schon faszinant. Und das nicht, dass das ein Ferment ugehandelt war, oder zum Schluss im komplett neue Gesicht. Und dann saß bei noch im der neue abgetaucht im Dezember. Ja. Ja.
Big Success gebe ich so. Ich denke noch, wieso dafür haben wir noch die Umfrage gemacht, um Schluss vom Jahr für uns natürlich zu verbessern. Ne? Es gibt natürlich immer Kritiken, denke ich. Ob sie berechtigt das oder nicht, ja, das muss ich selber dann interpretieren. Und ich denke, wir fangen damit an. Ja, das ist sehr wichtig, dass man mit der Community schaffen und nicht Games zu geben, Genau, so genau. Feedback zu kreieren. Ich glaube schon Jahre für drin, ein bisschen mehr gemacht, mit so als Feedback, kriegst du im Gaming-Kraft-Medias ein bisschen wie man benutzt, ne, weil die Leute echt da beschäftigt sind. Das ist Ja, auch gut zu gesehen. ich meine, die meisten Leute wissen noch gar nicht, dass es das gibt. Wie gesagt, immer am Ohrentriff vom Gaming-Griff steht ein schwarz Köst. Du könnt da sämtliche Kritiken rageilen. So mal nur nachdenken. Ich bin schon eigentlich 2 Mal an VGLU Next wiederholen. Ja. Wie gesagt, wenn etwas ist, dann ist das die beste Adresse für Kritik aufzulösen, wann nicht anonym soll sein. Ja. Sonst kommt einfach bei der Konto, also da ist es. Ja, weiß noch nicht. Genau. Boah, ich gebe so und dann gehen wir mal auf dem froh. Du könnt ihr natürlich, weißt du nicht, wie viele Leute da sind, aber ihr könnt halt da interaktiv mit, falls das noch nicht gemacht habt, die Frohe beantworten. Natürlich auch nicht die, die euch interessieren, weil, ja. Pickst du als du mal ein froh raus mit ein paar Antworten? Ja, ich gebe auch einfach mal am Anfang anfangen, was doch interessant ist, wie hast du vom Gaming Café mitgehört, ne? Für den Start zu machen. Genau. Das ist wirklich, gebe ich so ein krass wie Kollegen, also wie das so eine Art Mundpropaganda von den Kollegen hier so da geht, so die Gaming Café 4 erzählen, das geht, ne? Das war wirklich, also mit dem ganzen aktuellen Stand der Dinge, so circa 25 Leute, die mitgemacht haben, ne? Kann nur ein erwähnen, und das ist so wirklich, weil 50% sind durch Kollegen, die sind mitgehört. Ah ja, ja. Dann ist natürlich Facebook auch damit bei 30% mehr, du ist aber auch verwischt mit YouTube, da kommen auch ein paar Leute mittlerweile mehr. Auf der Gaming Café schwätzt die ganz VGLU Next Geschichten, die sind noch richtig gekommen, ne? Ja, genau. Wieso, das sind demals auch, ich war ein Kollege drauf gestoßen, der so denkt, komm, ich geh mal auf Koppelst, du hast nichts sonst in Englas am Bereich Gaming und ja, du war mal da. Hast ihn immer beliebt, immer rumgekommen, war wirklich cool. Da war mal schon dabei sind, die nächste Welle, wer oft kannst auf der Gaming Café, das ist eine Majorität, die immer weil da sind. Ja, wir haben so ein Stammklientel da abgebaut, ja. Das ist eben neben dem Mond ein Platz für Gamers, wo sie sich ein können treffen. Also das ist vielleicht keine Zeit, die wird der Mond so eventuell hin. Den Don't Do It zum Beispiel hat heute alles ausgefüllt von den Frohen. Ja. Schreib doch direkt an die Kollegen mitgeholt, also wirklich die Kollegen. Ah ja, genau. Also macht weiter so, Kollegen. Ja. Voilà. Dann auch mehr speziell von neuer Zeiten, die mir intern ein Kehr wollte wissen, dass auch meistens sind Leute mit der zufrieden mit 6 bis 2. 6 bis 2, ja. Ich denke auch, dass es eine angenehme Zeit für beide Parteien ist. Ich meine, muss ich noch bedenken, verschiedene Hunde wird den Tag nicht zu den, das ist ja das Amste immer. Oder schaffe vielleicht sogar noch bis 6, ne? Muss ich wirklich so, wir hatten noch eine Zeit am Anfang bis 3 oder waren natürlich doch noch mal ein Problem mehr. Du hast wirklich, der Gaming Café hat sich ja etabliert, gerade all Mond gemerkt quasi gemacht, und das aber mittlerweile Leute bleiben bis gut 2. Das ist auch so, ich gebe immer so bis eng, dann möchte ich das ganz schon mehr eideln. Ja, genau. So genau. Gamers, die bleiben bis 2. Genau. Nee, ich meine, ich persönlich fand die Zeit noch ganz gut, also aus Crewmember geschwert, dann noch aus Cleon. Es hat schon 6 bis 2 ganz agreeabel. Da waren halt Ideen von, ich weiß nicht, das steht ja auch am Frohbau, mich frei aufhängen, mich spät abhalten oder wie wurde das da gefroht? Ja, das war eben in generell eigentlich, also, wir hatten sogar eine Option abgelöst, wird Leute dazu selber etwas können abschreiben. Genau. Das ist gesagt, weil 80% von den 25 Leuten, die das doch gut so fanden wie das. Okay. Der einer Seite man natürlich wie Freiflight gedurcht hat Leute beim Buszug ich da kommen dann da hast du auch eine Diskussion kopplisch also nicht ja genau leider von zentral wir müssen ja wieder das aber ich wie nicht für Bus an Zug zentral genug ne? ja das immer wichtig dass man da denke so rausheere von den Leuten wie sie dann beste gerne hätten genau sprach mal ob die nächste froh. Ja, das wäre dann auch Iverson Don't Do It, weil Zverik genannt ging. Also Zverik, merci, dass du beim Stream dabei warst.
Fahrgemeinschaften war ein Thema. Leute und Herz gelöscht. Das gehört mittlerweile intern mir gemacht und ich so und mir gesagt, dass Leute von bis Martin zum Schluss schwarz ja den und den halt schmuttert, das klappt mittlerweile. Genau, das tut sich ein bisschen gut. Auch wenn ich es früher gemacht und haut nicht mehr, wenn es ein Benzin, das ist einfach mir persönlich zu teuer. Aber das ist aber gut, dass du nach Leute. Ja, einzelne Kandidaten, die für einen Tour durch Land. So Genau. Also, wie gesagt, ich fand es so, dass Luna falls ein Möglichkeit hat, auf Hamm zu kommen, weil an der Stadt ist. Ich will gerne mit auf den Gaming-Café. Ich muss es gucken, wie ihr zurückkommt. Ne? Also, da hinfahren ist kein Problem. Gar, Stadt, Treffpunkt machen, da kommen ja sicher. Aber für ihn muss du halt selber gehen. Yes. Das auch von der QAner Leute auch immer gerne bereit, für Leute mitzuholen. Also die ganze Thematik für den Zwerg, das hat man Fahrgemeinschaft merken, der Kerl Leute und Herz gelöscht. Wird sich mittlerweile auch nicht ungeschwert, natürlich, weil Leute, die ich kommen, sie sind vielleicht auch nicht scheu, für das Ganze umzuschwätzen. Genau. Zu lösen, aber sicher kennen die Leute sich auch. Ja, ich denke, die Leute müssen auch einfach sehen, dass es an unserer Community halt ganz relaxed zugeht. Jeder ist mit jeder befreundet, das top eigentlich. Ne? Da brauche ich keine Angst zu haben. Es frisst keinen ab. Ja. Außer vielleicht der Präsi vom Gaming Café mehr. Das ist auch ganz fein. Genau. Auch von da, wenn du hast, das Woche bis der Kehr so. Genau. Man muss hinkommen. Ja. Sauerei. Ja, boah. Wenn wir beim Raum sind, den Aufbau. Genau, wunderbar. Super Übergang. Da habe ich gefreut, wie das gefällt, eine Balance von 1 bis 4 gemacht, also aber auch quasi die meisten sind, da man da zufrieden kennt, natürlich auch die, was sie besser sind, auch ein bisschen mehr am Detail vorgestellt. Ich gucke, wirst du die auch 4 runter, oder? Du direkt nicht, du kannst mal sein Kaffee lesen. Ja, der schreibt zum Beispiel es schalen alles anonym, wer alles viel bei ihnen und wer immens Herren exposiert, schreibt den dann. Da sie über Leute zu einem Platz kommen, kann bis mir hart gehen, da können wir auch nicht dann erinnern. Ja, wie gesagt, also der Frohbau soll eine allgemeine Antwort geben. Wir können du aber auch nicht direkt auf eine Person als fixieren. Ne? Ja, da ist auch wirklich auch viel alles gut, so alles top. Schreibt nach eine Gaming-Kaffeemaschine geht ja zum Abbau dabei. Ja, muss ich nicht gucken. Dann noch fährt beim Abbau lesen scheinbar die Lerngeschichten, da sind wir ein bisschen unter dem Doktor gewiss so. Ja, da hat man ja schon Experimente, am Dezember. Merci und Team Elite, da dem genialen Abbau von Rocket League. Das ist wirklich ganz gut gekommen. Also, wir konnten doch nach Lohe vom Präsident von VGLU, dass das wirklich immens top war. Also, das war nicht schlecht. Ja, muss ich wirklich unter dem Test, wie dann am Wirtsbusch soll das. Genau. Vielleicht weiter Events, müssen wir mal gucken. Oh, ja, den Abbau, den ich ein Foto auch selber gesehen hatte, das war. Wieso den Raff, den hat noch nie so etwas Komplexes gesehen, mit hat amazing ausgesehen. Ja, genau. Also war wirklich fasziniert. Das ist schon ziemlich wichtig. Ich meine, ich spiele Dialog kein Rocket League, man Spiel kann nicht aufhängen, aber trotzdem dann so ein Kompliment zu geben, das ist schon super. Voilà, springen wir auf die nächste Frage. Die nächste Frage, ja, sonst war halt noch alles gut. Voilà, Spielerkonsolen haben auch gefragt, wie die Leute zufrieden wären mit der Auswahl von den Stationen alles. Du geht aber bei Richtung ein Zweitchen von 400, du eher ein halb Talschen doof hast, mehr aber auch just 2, die unzufrieden sind mit der Auswahl. Ich muss auch wirklich betonen, wir haben mittlerweile bald bis zu 20 Stationen im Gaming-Café. Genau. Wie gesagt, falls ein Konsole fehlt an die Hutze, die willst du mitbringen, da bringt sie mit. Ja, also, wie gesagt, du weißt doch gehen. So, dass es am besten Fall besteht, dass wir halt erst Platz machen können. Nicht, dass da steht. Das ist nicht an der Planning, da ein gucken. Genau. Jo, ich mal 20 Stück, es steht für den Mund zu schreiben. Ich hatte am November do 2 Leute müssten vom Tisch rufen, die kommen mit ihrem Setup, da wusste nicht wohin. Ja. Das wurde dann halt ein bisschen dumm, aber wie gesagt, besteht so und dann ist das ganz easy. Ja, und vor allem die nächste Frage, wer eine Konsole gibt, und Leute noch gerne im Gaming-Café gesehen. Die meisten so nicht wären, alles da, was sie hätten. Amiga schreibt heute rein.
NES immer ja mittlerweile mit der NES Mini da, Ja, ne? genau. Natürlich von Leute die originale Hölle da sind immer so Sammlerstücke mittlerweile ne? Mhm. Leute nicht gerne hin an hier Mod Xbox die kann Zweck Ja, PlayStation die war 1 an der ja Klinik. die waren der Klinik PlayStation 1 natürlich auch wo mir immer wie skeptisch sie weil er immer just für zwei Players aus einer PlayStation 1 oder wie hast du noch PlayStation Ja, 2 auch da genau, gemacht der Twiste bei der NES eigentlich ja auch, also das ist auch nur nicht so schlimm englisch. das NAS zum Beispiel die könnt Orlo ab nächstem Jahr soll Anfang schon das dabei sind da hat man ein bisschen last minute umgeändert Mhm. Xbox natürlich DDR ja, das ist mittlerweile da an ja da schreibt den Zwerg auch mit Nintendo Switch Nintendo und schon Switch. gerade leicht und da das nächste Jahr auch wahrscheinlich 5 von Gun guck mal dat die dos mir du werde mir 13. Journal auf hat Nintendo du 100 dem Nummer Genau, aus genau. präsentiert ne? Also mir sehe wirklich ob für Switch an, sie wirklich gespannt wie das geht. So, nächst froh wäre dann. Ja da sind wir gehen wir von den Konsolen ob die Spieler wie Leute dummer dat zufrieden sind oder sehr auch wirklich Menge 1 bis 2 Auswahl Mhm. froh gewirrscht auch natürlich um 1 2 Leute die gönne finden oder wären an dann die wo froh Dr wär wenn Spielerzeit gern hätten du gehst eigentlich kurz drüber das schon alles so schreibt den am Gagmensch wahrscheinlich einmal Crossing mit Amiibos hätten sie gerne kann ich gucken Fighting Games League of Legends CSGO weil Mensch kommt das auch bei Ja, wo auch disponibel dank dem Reaper. Ich Ja. weiß nur nicht, ob von Team Elite auch CSGO spielt. Aber ja, wo ich weiß auch da. dann ja League of Legends sind halt so Leute die spielen da auch einzeln auf dem Computer und dann noch immer das ist immer so ein Sache Ja, genau, da, das sind viele Leute mit ihrem Laptop da. ja. Das gesehen ich oft, ja. Und dann Leute die echt Anime an MMORPG Spieler gehen Mhm. May Gamecube Spieler hatten Leute gern ich meine aber du hast du immer genug Ja, da haben wir jetzt bei ziemlich Ja. viel. Es kann sein, dass die Lashke ein bisschen etwas Ja. gefehlt hat, da hatte ich meinen Küche nämlich nicht dabei. Aber normalerweise haben wir aber gut zwei da kann Tier sein, im ja. Spieler, du. Also da hat man wahrscheinlich jener Wäsch der wirklich Ja, genau, der ne? Punkt so im Gaming-Café, ja. Und da steht auch der N46-Spieler soll sich bisschen aber das sind noch immer geht schon bei Richtung Sammlerstecker nicht besonders und bei immer wahrscheinlich ein Troll oder Menge vielleicht Serie mit Landwirtschaftssimulator ist einfach fein mir gucken als du als Best zu gehen ne? Genau, genau. Ja. Boah, ich denke, zu den Spielern können wir zusammenfassen. Die Leute sind eigentlich zufrieden. Ja. Der den oder andere Spiel fehlt vielleicht, aber das ist dann noch ein bisschen schwierig abzutreiben. Ja, am Großen und Ganzen denke ich, der Gaming Café war anständig Spieler zu bieten. Ja. Und natürlich, Ja. natürlich die neuen Spieler guckt man natürlich direkt Disposition, wann sie rauskommen. Aber von daher, gesehen Stucklo kein Problem mehr. War dem klein Wunsch ab und zu nach die Heere seit das fehle können wir eins nach drüber gucken mir noch eins ab der Löschung mal so die müssen noch unbedingt do sehen Genau. ich denke bin noch auswahl auch gerade Gamecube Spieler aber ich denke könnte mal da gesehen hat das das schon faszinant die du mitbringst. Ja, dann gebe ich Menge sprang mal do weiter auf die nächste Kategorie. Der Frohbau ist ja pro Kategorien angedeelt. Und da wären wir bei. Das wären Turnieren da wo man ein bisschen nur gefreut Mhm. auch ziemlich stark bei 95% die das gut fand wie sie sind natürlich immer mir am Klänge gehalten wenn so am Durchschnitt 10 bis 20 Leute die pro Turnier Deal hören kann er so halt so vielleicht ein bisschen drin oder den er just oder so hört wenn man in den Stunden guckt dann kannst du auch wie Rocket League auch online gemacht waren Leute doch zufrieden merken Ja, hat nicht viel schon. negatives Wie gesagt, wir hatten do de Patzer do mit der das an der Crew méi Drama gin wie schlussendlich bei der Community wo. Meber. Die nächste können net fir sommer so. geleiert Genau. Shoutout zu den Cäsar ne. wenn man schon bei die nächste Karriere sind 2017 Wünsch von Turnieren ja Cäsar okay Call of Duty Turnier hätten sie gern guckt man da nach Fighting Games das Fighting kann den dann do viel matt gemerkt dann Retro Turnieren da schenkt du kom gewicht den Laschke ne Ja genau.
Fighting Games Tacke gëtt enke gefrot. Mhm. Ich meine, könnt nix auch raustacken. Ja, du könnt etwas Neues raus, der Schweiz. Das wird dann wahrscheinlich auch vom Wheel Paint direkt gemacht. Ja, wahrscheinlich schon. Also so ein Counter-Strike, Smash natürlich, Street Fighter, King of Fighters hätten sie noch gerne können. Und ja, mir aber Rocket League, weil Smash Melee hätten so ein gerne. Ah ja, also wir haben die... Also wir Smash Melee Leute im oft sitzen und ich meine, das wäre eine Zeit, der ihre jetzt mit anzubauen, also ein Turnier. Genau, so, genau. Wie so die der Reken denker drun, also auch wenn bis mir lang warten muss auf verschiedene Spieler. Wir probieren sie all durchzukriegen, bei 12 Gaming Café am Jahr ist das nicht immer ganz einfach, ne? Ja. Voilà. Also auch da sind aber die üblichen Turnierspieler dabei. Big Baker gibt sich Frieden auf Melee, ja. Ich meine, das wissen wir. Man hatte schon ein am Zoom eine Info gemacht. Und du wird verzweifelt immer Melee geschrieben. Wir Hunde nachher. Also er wird geschwind singen, Party Melee krähen. Ich meine, klar, für Juni, Juli geplant, mir da wären noch die meisten Melee-Spieler im Ausland. Ja, wo das nicht ein Turnier, wo Melee-Spieler dann fort waren. Ja, das war die Geschichte, das war ein bisschen schön. Kriegen wir hin. Können eine Kehr Zeit, meine ich, das der Junge. Also wie gesagt, einfach Geduld mitbringen, dann irgendwann ist es soweit. Jo. Ja, da front leider auch Online-Turniere und ich meine, Rocket League gerne. Ja, definitiv. Steht doch oft genug dran. Smash, League of Legends hatten sie auch ein Kehr. Wobei ich so League of Legends, ich persönlich sind auch in der Spieler, der ich da als Fan mittlerweile all die Seasons übersehen, die spielt gönnen. Ich bin gönnen, ich habe keine Ahnung. Ja. Und ich weiß auch in der Community, sehr viele Leute, die League of Legends echt da just von beibehalten, weil alle die Updates darüber, den Änderungen. Für das immer zu organisieren, so eine Schüsse. Also ja, wie gesagt, wenn wir etwas online machen, dann ist das mehr für Spaß zu, oder nicht für, ich weiß nicht, zu weisen, ne? Also auch VGL Rocket League nicht. Mit dem Sinn, dass jeder soll matt machen. Und egal ob er direkt rausfliegt oder nicht, trotzdem Spaß hat. Ja, wie gesagt, zu dat, die LOL-Frodo, die hat schon die gute Erfahrung gehabt, do. Ich meine, die hat, wie hat das geheischt? VRL, genau. League of Legends Liga oder wie war das? Genau, also da war ein bisschen Erfahrung dabei. Die hat ja Grund, wie was nicht mehr gemacht hat. Wir gucken, das ist echt unwahrscheinlich, dass wir ein LOL-Event machen. Ja, gehe ich mal noch schreiben, die hast du. Yes. Genau. Mehr wie gesagt, stay tuned. 2017 könnt ihr an, da sind wir mehr. Ja. Springen wir auf die nächste Kategorie. Ich gucke gerade, da sind wir wo kommen. Voilà, da könnt ihr an deiner Aktivität, genau. Wo wir folgend vorgestalten. Wie gefällt dir die Idee, große Events mit anderen Gruppen zu planen? Das Events können noch über eine Idee scoren. Du hast auch ziemlich gute Feedback zurückkommen. Das wäre top. Schreiben, das wäre super. Ganz gute Idee. Du gibst sicher interessante Sachen auftreten, schreibt da rein, oder? Genau. Also so Kooperationen sind natürlich auch geplant. Das lässt ja halt immer ein bisschen rüberkommen, wie wenn sämtliche Gruppen, die existieren, Gegen schaffen, auch gar nicht Mann nehmen mehr. Eigentlich stimmt das gar nicht. Mehr durch Zeitdruck an private Sachen, dass das halt nie zustande kommt. Mehr nächstes Jahr, da wird wahrscheinlich tatsächlich eine Kooperation kommen. Mit wem? Weiß man noch nicht. Da weiß man nicht. Das wissen wir noch nicht, das bleibt noch geheim. Die hat immer mit Gesprächen, dass alle Partei immer zufrieden ist. Genau. Wie es läuft. Nee, da wird etwas kommen. Seid gespannt. Genau. Bisschen Spannung muss sein, ne? Voilà, dann kommen wir zu den Gewinnspielern. No. Regelmäßige Sachen auf Facebook an Gaming Café verspielt. Wie sieht das da aus? Wir hatten doch das Lobby-Tombola 3 Monate oder 2 Monate angefordert. Und die ist auch gut angekommen. Und natürlich auch froh, wie du siehst, mit Gewinnspieler wegen Zucht, man die sollen machen. Majorität kleine Aufgaben im Gaming Café. Challenges, da schaffen wir ein bisschen drin in der Zukunft.
auch wirklich auch 30% auf Facebook gerne mein kleine Giveaway gemacht, können wir vielleicht ab und zu abbauen für uns zu machen. YouTube hat leider doch gehabt es Aha, ja, ab und zu ja auch schon gemacht ne? genau. Und den Real Paint den liegt als Sachen Ah ja, Sauerei. So geht das auch nicht. das haben wir lieber am Chat für die Leute die Dose die sind noch belohnt können haben wir so draus da wissen sie Genau. das ja, und dann zu den Preis nach was gibt die Leute gefallen Steam Keys kann man genannt Figurinnen hatten auch schon ab und zu Richtig. Kleinpatien Gutscheiner Nintendo Stuff Sloppies Ja. Kleider Was mich so Plüschchen. überrascht hat, ist halt, dass viele Leute aber so Gutscheine freuen. Also Ja. Steam-Karten, Nintendo eShop-Karten, so Sachen. Ich habe immer gedacht, so, ja, vielleicht, aber ich gebe das nicht direkt als Nummer 1 Preisdienste kannst verlosen gehen, mehr. So, dann haben wir die Tatsächlich. Vorteil, dass die Leute dann selber können entscheiden, was sie Genau, gerne genau, hätten, das ne? stimmt, ja. Dafür machen wir dumm froh, wo wir da als Feedback kriegen, dann wir ab und zu irgendwie aufhören, Bei gerade den- wie Steam-Karten, ne? Ja, genau. Den Hesarium guckt lo auf den Ja, Chat. den ist auch noch dabei. Salut. Top. Nee, also ja, du kriegst man dann noch angenehm Feedback. Ich meine, war auch ein do, die wollt, also hat das gut fand, dass man Plüsche verschenken, der das ja auch so ist. Nicht jeder sammelt Plüschen oder ist froh mal Plüsch. Aber trotzdem sind aber Leute, denen das gefällt, weil mir die Ja. goldene Pikachu verschenkt tun oder Bob-Oms als Maskottchen. Das ist auch Na, gut du gefallen. wärst ein bisschen umgefallen, wie viele Leute wirklich auf Facebook die Smart gemacht haben, für die Bobums zu kriegen, ne? Genau. Ja. Voilà, dann gebe ich Menge Sprung auf die nächste Kategorie. Eine bisschen wichtige Kategorie, nämlich die Essener Getränks. Wie gesagt, du aus? Hast du mir negatives Trickkom? Ma die Generalfrau war eben wie zufrieden Leute man wenn sie 16 von 25 zufrieden da da feiern natürlich stand so mittelmäßig also da so ziemlich die gute Richtung Me das aber auch mit der Auswahl von mir es wird leid bisschen me hätten wann ich lese wat Leute hätten im Gaming von Ja, okay, ich verstehe, das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob sie das echt gemeint haben oder nicht mehr getrollt haben. Nee, hatten ger Pizza Baguettes Hamburger Götter geschrieben Pancakes Breder schon sie vielleicht Leute sie selber um Sloppy nicht zufrieden mit mir wirklich auch ab deiner Seite viele Leute die just für das Sloppy kommen ja, genau. Ja. Ja, wie gesagt, Pancakes sind sie ja ab und zu dabei, ne? Merci und der Wesley, du. Ja. Ja, wie gesagt, in Hesarien schwätzt gerade und 5-Sterne-Restaurant. Wir können nicht ein 5-Sterne-Restaurant auf Koppelisch bringen, die das lädt. das auch immer was Leute vergessen das Karten der Raff den immer kann ich so einen halben Tag ganzen Nacht in der Küche verbringt wird immer 40 vorbei Genau. Also ja. Sloppy ist halt etwas, was wenn du da lang kochst, große Mengen, also ist halt am einfachsten, ne? Wie du all 100.000 Bredischer belehen, das halt doch nicht so einfach, ne? Das hält halt viel Zeit fort. Sloppy geht halt gut. Ja. Also, das Sloppy geht so ein bisschen verdammt, oder wer ist das? Wahrscheinlich verschiedene Leute hängt vielleicht nicht Ohren raus ich weiß es nicht aber das du eben die eng Seite die eng Partei seht Sloppys das braucht man nicht die anderen Genau. nicht das muss man gucken ein zur Aufwäslung zu bringen Ja, wieso mir normalerweise geht es aber immer bis nicht um Gaming Café. Sloppy ist halt zu den normal Standard ersten, aber wir haben auch Tachten da, Nudels, Saloten, Pancakes, wie gesagt, die sind da. Ich meine, früher, weil ich am Würzburg da hatte auch Spaghettien, eigentlich. ja aber du musst doch wirklich so in etwa dem muss an Summen habe ich mal im Computerclub Kopf Also, okay, ja. Das sind natürlich darum mehr Leute natürlich du wirst auch du hast mehr Auswahl willst du bei deinem Kishi Ja, quasi 100 genau. Also wie gesagt, wenn man Möglichkeiten hun ersten zu verändern, na, dann ist das der Fall. Auch Grillen, die Grill das auch schon ein gehen, mir kannst doch nicht immer machen. Das ist dann immer von den Pumpchen überholt gehen oder wie, wo das. Das war Sven seine Kollegen einer Gruppe von der denke gemacht Ja, okay. aus so immer mir ein grillisch Tag Genau. bis mir
wie soll es so, du gehst in, Genau, also wie gesagt, wenn mit nur nicht stehen, dann also auch kein Gefühl, dass Gaming-Café muss aufgesagt gehen. Voilà. da kannst du die League selbst so, und ich meine, mir äußern heißt du nicht dazu, Nee, weil zu den das Leaks geht unmöglich nicht mit den gesagt. Leaks, ei. So, Nächstes Mal dann am Gedränge sind klar doch zufrieden. ja, Ähm, da goufen ja ein paar Experimente lo für Halloween Edition. ja. Du hast wirklich auch den Cocktails Comeback kommen. Natürlich Gaming Kaffee steht auch immer da, jetzt soll ich Kaffee hören. Ab und zu gouf man dat schon mit der meinst mit der Maschinenproblem muss man auch Ja, gucken, aber richtig. die fixen han noch Oh, da nach anderem oh, schwarze Weiß genau. Sachen ohne Sprudel Eistee, ja muss ich gucken ne? Ja, das Ja, aber grundsätzlich Leute sind zufrieden mit der Auswahl die hofft das ja wirklich erweitert mit den Cocktails genau, gut genau. erweitert. Ich denke schon. Wieso preislich, das ja, hat viel zu bieten und ist halt auch nach immer preisgünstig. Ne? Ja, Das sind wir der schon wir bei noch der nicht nächsten Frage, vergessen. dann Genau. Preis-Leistung also auch gut kommen bei den Leuten also da sind wir froh die noch Abo wir sind uns eigentlich bewusst für die Preise wenn du einer fester gehst Ja, du kriegst mehr als Beispiel du blitzt mehr wenn wir ehrlich sind genau. Also, wie gesagt, das hängt vieles da mal zusammen, wenn ihr es nur halt Gaming-Café ist. Ne? da sind wir sind SPL und wir sind nicht dafür Profit zu machen Ja. und dafür haben wir Preis Eben. fair und wir finanzieren am Überschuss eben mal zu nähern also die Genau. Voilà, das waren die Einzelkategorien. Da könnt nach dem Schluss. ja, da hat man einfach so gefroht Meinungen einer Ideen ich guck da Ja, da hatten Leute ein bisschen Freiheit halt für zu schreiben zu einer gewisser Kategorie. Ne? Ja, und da sind auch noch ein paar interessante Ideen gekommen, die auch schon evaluiert gesehen an der Crew. Aber ja, ob den richtigen Punkt sind wir da nicht kommen, denke ich. ja, ich guck nur drüber dass auch verschiedene Leute schreiben was ich auch Merci aber das ganz organisieren tipptopp sind können doch oft natürlich auch Cosplay von Leute Ja, genau. Muss Auch ich hat es gucken. das so ewig geplant, das. Ja. Das ist nicht so einfach, ne? du schreit Sloppy Joes hört nicht traut Soße gern okay ja. Okay, Ja, dann machen wir sie nur blau. Nee, okay, ja. Erzähl, Ben. Steht doch mal Mikro Uso und das auch mal etwas kann schon für drüber wiederholen wenn 120 Leute 130 Leute da sind da geht der Mikro auch immer irgendwann ein ganz du die große Möglichkeiten du hast und wie nennst du das ganz Setup von einem Mikro also Ja, wieso müssen du die zwei Boxen am ersten Stock an am Rez-de-Chaussee stehen? Klar, dass den das vielleicht nicht direkt matt kriegt. Also muss ich schon an dem Mikro belehren, dass die Leute etwas matt kriegen. ja, dann rauf am jetzt stand Chat Genau. Have fun. Idee durch die ganze Stream tipptopp. Nee, wie gesagt, also du sind wir mit den Impfrohen durch. Im Großen und Ganzen ganz positiv zurückkommen von der Community. Natürlich auch viel weiter Tipps, über die wir uns natürlich Gedanken machen. Große Merci natürlich und ganz Community, die ja ewig dabei ist. Oder präsent ist. Genau, dass ihr auf irgendeiner Weise unterstützt. Und ja, für die Lohnacht gepackt haben, drin zu bleiben, denke ich schon mal an eine kleine Überraschung, ne, Ben? No. Was kann das nicht mehr sein? Ja, wir haben uns nämlich schon die letzte Woche ein paar Gedanken gemacht. Wir planen schon für 2017, aber wir weisen ja schon den Datum zu einem Projekt, den nächstes Jahr starten wird. Also passt auf, ich weiß nicht, ist lo. Wir haben nämlich den Release-Date von unserer zweiten Rocket League Night. Den 22. April, also soweit. Natürlich ist das das gleiche Datum wie die LuxCon, aber die Rocket League Night geht nur der LuxCon. Und Ja, also da wenn gucken wir LuxCon dann. so ist, um 6 Uhr oder wie nie, da geht die Rocket League Night und also von daher hat das auch kein Problem. Ob die LuxCon zu gehen und nur Matz spielen. Fällt doch an die Vakanz. Ja, Feedback von Leuten zu kriegen, dann wie das. Ne? Genau, also. Da wirklich so viel sind die so und sie müssen gegen ab Lux kommen bis die letzte Minute. Kann noch bis mich später fertig schon aufhängen, also mehr gehen da eins. Ja, aber wie gesagt, wir haben extra den 22. gewählt, weil das halt wirklich das beste Datum. Du bist an der Schulvakanz, du hast ein Weekend, du hast die Woche für Druck keine Schule und du hast die Woche danach keine Schule. Das heißt, du kannst dich irgendwie
du festsetzen, dass du definitiv nicht geschieht. Ja. Ja, wie gesagt, wenn nur Leute an Vakanz fahren und dann den Datum nicht können, wie gesagt, dann müssen sie halt auf die 3. Edition warten. Ja. Wie gesagt, wir versuchen sämtliche Kritiken zu verbessern. Das wäre doch ganz erwähnen, das Format, das kann mit CW2 sehen. Richtig, das können wir auch schon rausbringen. Das Format ist 3v3, das ja. Nicht 2v2 mit 3v3. So, dazu, das schon am Voraus besteht, dass Leute schon Teams können genau, bilden. genau. Aber dazu ging es halt am Januar los, Ja. 2017, nach mir genau Informationen. Am Februar danach einkehr, und dann am März nach einkehr, und dann irgendwann also zu weit. Also, das war der Livestream für heute. Schalten wir das mal um Vorteil. Zack. So, nur das verpasst. Die Lorisch kommen sind. Müsst halt Video gucken. Ja, wir sind fertig. Das war das Jahr 2016 für VGLU. Mit der Info, die natürlich noch weiter lebt. Also, ihr könnt auch weiterhin auf Facebook eure Meinung posten, falls das noch nicht gemacht wird. Ja, im Großen und Ganzen denke ich, dass das Jahr ganz positiv für uns war. An Ben, der nicht schlecht wird. Ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Genau. So, ne? Ja, ich denke noch. Ne? Ja. Ja, du machst immer raus. So natürlich merci für das Nachgucken. Aber bis demnächst. Bis dann.